Es muss toll sein, so eine große Skateboard-Legende zu sein. Die Leute halten dich fast für einen Superhelden. Woher weißt du, dass ich kein Superheld bin? Tony Hawk hält sich für toll, weil sein Name auf der Packung steht. Hi, ich bin Tony Hawk. Du hast einen neuen Level freigespielt. Du hast einen Geschwindigkeitsboost verdient, bla bla. Ich kann genauso gut skaten wie er. Und noch dazu kann ich viel besser sprechen. Und viel lauter. Du warst also in geschätzten 103 Profi-Skate-Wettbewerben. Ja, sowas um den Dreh. Du hast davon 73 gewonnen, wurdest bei 19 Zweiter. Und meine Frage ist, was war mit den 11, bei denen du weder Sieger noch Zweiter warst? Weißt du, an diesen Tagen ist jemand anders besser gefahren. Also habe ich sie alle beseitigen lassen. Was? Das war ein Witz, oder? Ja, ich mache nur Spaß. Jo, Joey Hawk hat's echt drauf. Der Typ hat das Skaten erst so richtig erfunden. Ich glaube, du meinst Tony Hawk. Ja, der Typ war auch gut. Aber Joey Hawk, der hatte irre Skills, Mann. Wie als er die 900 gelandet hat. Das war echt abgefahren, yo. Gunnar ist in Ordnung. Er muss nur höflicher zu den anderen Skatern sein. Und sich diese Hip-Hop-Sprache abgewöhnen. Ja, aber irgendwie würde mir die Hip-Hop-Sprache fehlen. Du hast recht, das ist lustig. Also streich die letzte Bemerkung. Alter, diese Grufti-Braut will mich. Ich sag's dir, Alter. Ich weiß nicht so recht. Na, jetzt weißt du's, okay? Gunnar? Was mit Gunnar ist? Er hat ein gewisses Etwas. Ein gewisses Je ne sais quoi, das mich fast kotzen lässt. Wie kamst du zum Skaten? Damals musste ich zu Fuß zur Schule gehen. Bloß war ich zu fett und konnte nicht weit laufen, ohne fett müde zu sein. Ich wollte Fahrrad fahren, aber dafür war ich zu fett. Ich hab nur auf ein Skateboard gepasst. So bin ich in die Schule gerollt. Jemand muss sich diesen Gunnar-Typen mal zur Brust nehmen. Der Typ kommt her und fragt, ob ich ein Landei bin. Ist der nicht aus Norwegen oder sowas? Hey, weißt du? Was? Ich hab nur gesagt, weißt du? Nö, aber klingt cool. Kyla hat mich bisher beeindruckt. Sie ist eine gute Sportlerin. Das Mädel trainiert hart und das sieht man. Aber sag ihr das nicht, sonst bekomme ich einen Tritt. Oh Mann, Bud schenkt mir ständig diese Gedichte, die sind einfach nur schlecht. Voll daneben. Ja, also so schlimm können die doch gar nicht sein, oder? Doch, hier, ich lese dir eine Zeile aus dem letzten vor. Gefriergetrocknet erhalten in einer bequemen Papphülle, der süße Schweißgeruch der Verheißung. Boah, du hast recht. Diese Kyla gefällt mir. Gar nicht eingebildet und so süß. Außerdem steht sie echt auf die Gedichte, die ich ihr schreibe. Ja, ich habe von den Gedichten gehört und das tut mir echt leid, aber ich glaube, die gefallen ihr nicht wirklich. Nein, stimmt nicht, Alter. Du musst sie, weißt du, falsch verstanden haben oder so. Aus dem Zusammenhang genommen. Was waren denn ihre genauen Worte? Tja, sie hat gesagt, Buds Gedichte sind einfach nur schlecht. Vielleicht hat sie einen anderen Bud gemeint, der ihr Gedichte schreibt. Hast du dir jemals Sorgen, weil Downhill-Skaten eine gefährliche Sportart ist? Mann, nein! Verglichen mit meinem letzten Job ist Skaten total sicher. Ich musste in einem Büro bei einer Werbeagentur arbeiten. Warum war das so gefährlich? Ach, wegen der Nulpen, mit denen ich arbeiten musste. Denen musste ich einfach eine reinhauen. Und der Staatsanwalt sagt, ich muss wieder in den Bau, wenn das noch ein einziges Mal passiert. Kyla geht mir echt auf die Nerven. Ich meine, sie hält sich für so... weißt du was? Was? Ist sie gar nicht. Nun, ein so scharfsinniger Denker wie du hat doch sicher eine Erklärung, warum jemand wie Crash so gern stürzt und den Schmerz dabei so mag. Aus psychologischer Sicht. Ja, habe ich. Und was denkst du? Dass Crash ein Idiot ist. Dieser Amon-Typ ist cool. Er redet immer über Zeug und so. Und einerseits verstehe ich so Zeug ja, aber andererseits denke ich oft auch einfach, hä? Lass uns über Bud reden. Oh Junge, was fällt mir zu Bud ein? Er ist toll, echt. Klar, er hat sie vielleicht nicht alle. Klar, er weiß nicht, was vor 5 Minuten war. Aber was? Aber mir fällt nichts ein, um diesen Satz zu beenden. Nein, im Ernst, ich mag Bud und er ist klüger, als er aussieht. Obwohl das nicht gerade viel über ihn sagt. Warum würdest du sagen, hast du mit dem Downhill-Skaten angefangen? Ich bin ein gesunder Afroamerikaner.
und hatte es satt, für einen Basketballer gehalten zu werden. Aber ich habe gehört, du bist ein toller Basketballspieler. Ja, das stimmt. Aber ich musste noch eine weitere Sportart beherrschen. Also glaubst du, die anderen Skater sind so hart drauf wie du? Bud vielleicht. Ernsthaft? Blödsinn, Alter! Nach Machu Picchu zu kommen war sehr aufregend. Eine gute Gelegenheit, die Sprache zu üben. Wow. Ich wusste gar nicht, dass du Portugiesisch sprichst. Kann ich wohl auch nicht. Ich konnte gar nicht verstehen, was irgendwer gesagt hat. Amon ist cool. 5 Minuten lang. Dann labert er über seine Verschwörungstheorien und so. Und ich will dem Typ bloß sagen, dass er die Klappe halten soll. Hast du ihm schon mal gesagt, dass er die Klappe halten soll? Ich hab's versucht. Aber es ist einfacher, so zu tun, als würde ich einen Anruf erhalten. Ich drücke auf meinem Handy einen Knopf und wenn der Klingelton kommt, tue ich so, als wäre eine Freundin von mir dran. Amon mag ich nicht. Lackschuhe und keine Strümpfe. Wenn du verstehst, was ich meine. Jetzt verstehe ich erst recht nichts mehr. Ja, ach, du weißt schon. Er denkt, er wäre der Größte. Dabei ist er so klein mit Hut. Jetzt bin ich verwirrt. Das Verschwinden der Inka aus Machu Picchu sollte uns daran erinnern, was passiert, wenn die da oben ein Volk zum Schweigen bringen. Warte mal, sagst du da, die da oben haben die Inka erledigt, weil sie zum Schweigen bringen wollten? Nein, ich sage nur, dass uns dies daran erinnern sollte. Alles sollte uns daran erinnern. Hey, was hast du gedacht, als du Tiffany auf einem Skateboard gesehen hast? Ich dachte, was alle anderen dachten, dieses Girlie fährt niemals. Aber dann habe ich sie ein paar Airtricks landen sehen und mir fiel das Kinn runter. Sie ist richtig süß. Nein, ich meine, sie war gut. Beim Skaten. Hol deine Fantasie aus dem Dreck, Alter. Für einen echt alten Ex-Skater ist Tony Hawk echt süß. So alt ist er nicht. Und er ist auch kein Ex-Skater. Aber süß findest du ihn schon, wie? Du hast nicht gesagt, er wäre nicht süß. Ah, du stehst auf Tony Hawk. LOL. Würdest du sagen, du kommst gut mit den anderen Skatern aus? Tiffany und ich, wir sind wie Schwestern. Ich glaube, du meinst das ironisch. Gar nicht. Wir sind uns unheimlich ähnlich. Gibt es Skater, mit denen du dich auf dieser Tour nicht so gut verstehst? Nicht wirklich. Ich komme mit allen aus, obwohl Tiffany eine kleine Zicke sein kann. Wie die Mädels aus dem einen Film. Du weißt schon, der mit den Zicken? Wie hieß der doch noch gleich? Mann, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie irgendwas heißt. Das ist wahrscheinlich gut so. Wir wollen nicht verklagt werden. Also, ich habe so ein Gerücht gehört, dass du mal ein echt dickes Kind oder so warst. Yo, meine Mom hatte in Norwegen in einer Bonbonfabrik gearbeitet und hatte abends keine Lust mehr zu kochen. Sie hat mir einfach Schokolade zum Abendessen gegeben. Boah, das klingt furchtbar. Kein Wunder, dass du so dick warst. Hey, wie bist du so fit geworden? Mom wurde aus der Bonbonfabrik gefeuert. Sie hat wohl Schokolade geklaut. Dann hat sie im Fitnessstudio gearbeitet und mir die Gewichte mitgebracht. Die konnte ich nicht essen, aber so wurde ich stark. Es ist okay, wenn Jinx unbedingt seltsam und anders und so sein will. Aber das Mädel hat echte Pechprobleme. Pechprobleme? Bei jedem Job, den sie hatte, passieren Leuten echt üble Dinge in ihrer Nähe. So wie Blitzschlag, Feuer, explodierender Teig. Manchmal alles zusammen. Vielleicht ist sie einfach nicht gern unter Leuten? Dass Jinx angeblich Unglück bringt, macht mir keine Angst. Ich habe schon fürchterlichere Dinge im Gewürzregal meiner Großmutter gesehen. Dann ist deine Oma also so eine Voodoo-Tante, ja? Nein, nur sehr senil. Und sie vergisst ihr Gebiss und ihre benutzten Taschentücher bei den Gewürzen. Stimmt das Gerücht, dass du anderen Skatern Unglück bringst? Quatsch. Wenn du dumm bist und daran glaubst, dass ich Unglück bringe, dann wirst du wahrscheinlich unbewusst dafür sorgen, dass du Pech hast, wenn ich da bin. Alles nur eine sich selbst erfüllende Prophezeiung und vielleicht etwas Hexerei. Die anderen sagen alle, du wärst so ein ruhiger Typ. Hast du bloß nicht so viel zu sagen, oder was? Ich bin wohl nicht so der Redetyp. Aber das heißt nicht, dass in meinem Kopf nichts passiert. Manchmal komme ich davon nicht mehr los. Und eigentlich... Wow. Was? Woran denkst du gerade? Wow. Hey. Das ist total irre. Bud, hörst du mich? Also, was denkst du über diese ganze Sache? Jinx bringt Unglück. Kann jemand wirklich anderen Skatern Unglück bringen? Nein, natürlich nicht. Die anderen sind nur verwirrt, weil sie anders aussieht und sie hat dadurch voll den Vorteil. Glaubst du, ich bin zu alt für sowas? Du meinst Goth werden?
Ja, ich denke, der Look wäre bei mir echt cool. Also, was ist dran an der Teigexplosion und der Schlägerei bei einem deiner früheren Jobs? Das. Ich habe bei einem Cookie-Laden in der Mall gearbeitet, aber wie ich Mr. Mooney, dem Chef, gesagt habe, war der Teig schon explodiert, als ich ankam. Und was seine Oma angeht, tja, sie hätte mich nicht so doof anreden sollen. Und warum glaubst du, Tiffany sollte nicht am Wettbewerb teilnehmen? Weil manchmal, wenn ich auf meinem Board bin, dann will ich, du weißt schon, echt einen loslassen. Also sagst du, es ist dir unangenehm, in ihrer Nähe zu furzen. Ey, bloß nicht, Alter! Was wirst du tun, wenn du die beste Skaterin wirst? Ins Musikgeschäft einsteigen. Das ist der Plan. Aber das ist verrückt. Ich meine, das muss doch leichter gehen, als deinen Körper in Downhill-Skater-Wettbewerben zu ruinieren. Ja, aber da würde ich stattdessen meine Seele ruinieren. Weißt du, ich habe gehört, du und Mackenzie hättet da was laufen gehabt. Stimmt das? Ja, das stimmt. Sie hat mir das Herz gebrochen, Alter. Und den Arm. Aber das war irgendwie gut. Wie bist du mit Crash zusammengekommen? Er lag bewusstlos auf der Straße hinter meiner Wohnung. So wie meine letzten 4 Freunde eigentlich. Mackenzie könnte echt heiß aussehen, wenn sie nur die richtigen Accessoires hätte. Das ist interessant. Also, wie schätzt du deine Chancen beim Rennen ein? Ach, und ihre Haare, richtig. Dieser kurze Ich bin ja so coole Jungenschnitt muss weg. Okay, also, um auf das Rennen zu kommen. Ein bisschen Make-up hat noch keinem geschadet, oder? Ich meine, wenn dir jemand einfällt, der noch dringender etwas Farbe braucht als sie, bitte, sag Bescheid. Glaubt das nur ich oder ist dieser Gunnar-Typ ein kleiner Vollidiot? Warum denkst du das? Letztens hat er mit seinem Handy telefoniert und als ich es mal ausleihen wollte, als er fertig war, wurde er so nervös und voll komisch. Aus Jux habe ich mir das Handy dann gekrallt und gesehen, dass es nicht mal funktioniert. Der blöde Trottel hat Selbstgespräche geführt. Ah, ja. Mackenzie. Diese rüde Art bekommt ihr schlecht. Ein sehr weiser Punkt, den du da machst. Das ist eine falsche Verwendung des Wortes weise. Beleidige nicht nochmal meine Intelligenz. Diese Edinburgh-Strecke ist echt krass. Irgendwas an Burgen lässt mich immer an Drachen denken. Und wenn ich an Drachen denke, dann an Feuer. Und wenn ich an Feuer denke, dann wird mir... Moment, wovon rede ich hier eigentlich gerade? Davon, wie gut dir die Strecke in Edinburgh gefällt. Ja, die ist cool, Mann. Edinburgh ist meine Lieblingsstrecke. Auf der Burg fühle ich mich zu Hause. Aber bist du nicht aus Cleveland? Ja, aus einem sehr alten Teil von Cleveland. Ich skate so gerne mit meinem Union Jack T-Shirt durch Edinburgh. Die Einheimischen sind noch immer total unter Schock. Also manche Zuschauer verstehen das vielleicht nicht. Dein Kommentar bezieht sich darauf, dass Schottland jahrelang von der britischen Regierung unterdrückt wurde, oder? Ja, die guten alten Zeiten. Also, warum hast du mit Downhill-Skaten angefangen? Weil es mir Spaß macht. Okay, und was macht dir Spaß? Dass es cool ist. Gut, also warum findest du das cool? Weil es mir Spaß macht. Also wenn du dich so gern verletzt, warum skatest du dann? Du könntest dir doch auch die Haare anzünden und mit einem Hammer draufhauen. Den Brand mit einem Hammer löschen, das ist toll. Warum ist das nicht mir eingefallen? Aber Skaten ist auch cool. Und es macht nur Spaß, wenn ich versuche, nicht zu stürzen. Machu Picchu soll viele große Jumps und gefährliche Drops haben. Macht dir das Angst? Oh Mann, wie habe ich wohl skaten gelernt, hä? Keine Ahnung. Wahrscheinlich an einem Ort mit vielen großen Jumps und gefährlichen Drops. Nein, in der Bronx. Da musst du mehr Angst haben als auf so einem Berg. Gibt es saftige Gerüchte über Kyla? Das musst du doch wissen. Was soll das heißen? Denkst du etwa, ich tratsche? Absolut nicht. Außerdem bin nicht ich diejenige, die mit einem falschen Hintern rumläuft. Dankeschön. Sorry, mein Fehl... Moment. Hast du gerade gesagt, sie hätte einen falschen Hintern? Alles implantiert. Ihr natürlicher Hintern war wohl nicht Gangster genug. Wenn es darum geht, am längsten in der Luft zu bleiben, schlägt Amon jeden. Ich glaube nicht, dass ich jemals diese Höhe erreiche. Echt nicht, Toni? Du? Nein, wahrscheinlich schon. Ich wollte bescheiden sein, aber der Typ ist echt lange in der Luft. Tony Hawk hat nicht das Talent, um mich zu schlagen. Ich bin nicht nur ein überragender Sportler, sondern ich habe einen stolzen, starken Geist, den... Und was ist mit Tonys Geist?
Glaubst du etwa, er hat so viele Wettbewerbe nur aus Zufall gewonnen? Unterbrich mich nicht, wenn ich gerade protze. Ich kapiere nicht, warum dieses Spiel Tony Hawk's Downhill Jam heißt, wenn es genauso gut Armando Newtbags Downhill Jam heißen könnte. Eigentlich, wenn ich so nachdenke, wäre mir Armando Newtbag groß in Fahrt lieber. Ja, wäre das nicht viel besser? Haha, ich glaube schon. Ich höre ständig von diesem Typen Armando Newtbag. Sagt dir der Name was? Na klar, der Typ ist echt die Legende. Er war in den 70ern der Draufgänger bei den Skatern. Er wollte wohl als Erster am Grunde des Meeres skaten. Wusste er nicht, dass man unter Wasser nicht atmen oder skaten kann? Anscheinend nicht. Hat er überlebt? Nein. Seine Leiche wurde nie gefunden. Manche sagen, er ist noch da draußen, irgendwo. Was halten deine Eltern von all den Unfällen beim Skaten? Meine Mom hat nichts dagegen, solange ich ihr nichts davon sage und sie nie meine Verletzungen sieht. Mein Dad kenne ich nicht. Er ist abgehauen, als ich klein war. Angeblich ist er verschwunden und jetzt so ein geheimer Charakter in so einem Videospiel irgendwo. Ich muss sagen, der als Crash bekannte Skater beeindruckt mich. Er erinnert mich sehr an seinen Vater. Du hast Crashs Vater gekannt? Ja, kann man wohl sagen, ich kannte ihn. Wenn du mich jetzt entschuldigen könntest, ich hab was im Auge. Ich mag sie nicht, die Alpen. Wirklich? Wieso? Da ist es kalt. Oh, das macht wohl Sinn. Hier oben in den Alpen ist es richtig hübsch, nicht wahr? Wie bitte? Was hast du gesagt? Hier ist es doch hübsch. Hübsch. Was soll denn das sein? Ist das so ein amerikanischer Slang oder was? Hier oben in den Alpen fühle ich mich an meine Snowboard-Zeit erinnert. Warum hast du mit Snowboarden aufgehört? Weiß ich nicht genau. Ich erinnere mich nur an eine große Lawine. Ist dir je aufgefallen, dass alle Tony Hawk zu Tony Hawk sagen? Ja, ich meine, so heißt er. Aber nie sagen die Leute Tony. Immer Tony Hawk. Ich werde ihn wohl von jetzt an nur noch Tony nennen. Oder warte mal, nein. Ich nenne ihn Hawk. Das klingt irgendwie, als wäre er Indianer. Aha. Oder ein Vogel. Oh, yeah. Verzeihung, wenn ich dich das offen frage, aber du siehst nicht aus wie der typische Skater. Genau deswegen bin ich hier, Bill. Ich heiße nicht Bill. Ich habe es so satt, dass Leute meinen, nur weil ich so und so aussehe und mich so und so anziehe und so rieche, habe ich auf dem Skateboard nichts zu suchen. Also kämpfst du gegen Vorurteile in der Gesellschaft. Sehr löblich. Wir müssen kämpfen, Bill. Doch eines Tages wird es Hoffnung geben für reiche, überprivilegierte weiße Mädchen wie mich. Ich erinnere mich, wie ich vor ein paar Jahren in dieser Mall war. Da war dieser riesige Acid Drop auf dem Dach und den ganzen Tag lang sind da Skater gesprungen. Ich habe 3 OPs gebraucht. Was passiert? Bist du gestürzt oder so? So ähnlich. Ich war eine Woche nach dem Event da und die Rampe für den Drop war weg. Ich bin 5 Stockwerke tief aufs Pflaster gekracht. Warum habe ich das Gefühl, du fühlst dich hier in der Mall ganz wie zu Hause? Keine Ahnung, bist du ein Alleswisser oder sowas? Ich bin kein Alleswisser. Das war sarkastisch. Habe ich Alleswisser gesagt? Ich meinte Nichtswisser. Und das ist nicht sarkastisch. Es macht mich krank, wie hier die Regierung die Slums von Rio bunt und fröhlich angemalt hat, damit die vielen Touristen, die jedes Jahr in die Stadt kommen, das Elend nicht sehen. Aber da gibt es auch ein paar echt gute Grinds. Solange ich keine Typen mit kleinen Badehosen sehe, bin ich voll schnell durch Rio durch. Warum guckst du darauf, was andere Männer tragen? Warum hältst du nicht die Klappe? Hä? Rio, Sonne, Strand und all diese Leute mit den leicht bekleideten, braun gebrannten Körpern. Ich wünschte, ich wäre tot. Nein, halt, nicht ich. Die. Was hat dich beim Skaten am meisten fasziniert? Wie du weißt, war mir in den 70ern eine Zeit lang per Gesetz verboten, jegliche Art von Maschine zu benutzen. Skaten war für mich die einzige noch legale Transportmethode. Wieso wurde dir die Benutzung von Maschinen verboten? Dafür gab es gar keinen Grund. Nur weil so ein paar von mir geschaffene Roboter Amok gelaufen sind und Menschen gefressen haben.
Außer, dass ich sie so programmiert habe, weiß ich nicht, wieso ich das hätte wissen müssen. Was ist so ein Weichei? Neulich ich so, du Weichei. Und er so, also gar nichts gesagt quasi. Wow, Hongkong ist echt krass. So wie Chinatown. Nur eine ganze Stadt, weißt du? Also, hast du irgendeinen Plan, was du machen willst, wenn du in Hongkong bist? Ich hol mir noch ein Tattoo. Ich will aus jedem Kontinent eins. Eins aus der Antarktis zu kriegen, wird wahrscheinlich schwierig. Ja, vielleicht kann ich mich als Pinguin oder Robbe verkleiden, damit mich so ein Wissenschaftler-Typ markiert, um mich zu verfolgen. Fast ein Tattoo. Okay. Also, außer dass hier zu viele Leute sind und es dreckig ist und nach Fisch stinkt, ist Hongkong voll cool. Das letzte Mal haben die Leute mich in der Luft für eine Göttin gehalten. Ich habe mir von denen sogar ein Bildnis von mir errichten lassen. Aber am Ende war das mehr unheimlich als lustig. Als ich das letzte Mal in Hongkong war, hab ich so einem Typen gezeigt. Er brüllt einfach los, weil ich die Straße runterskate. Ich steig also ab und sag, was jetzt? Und er so, naja, irgendwas auf Chinesisch. Und ich so, willst du was aufs Maul? Und er so, weißt schon, wieder Chinesisch oder was immer. Und ich schub's ihn so an und er fällt volle Kanne hin. Also, was ist da dran, dass du ein Autogramm von Tony Hawk wolltest? Hä? Ja, er hat mir davon erzählt. Du hattest wohl eine echt üble Wunde am Kopf und er sollte seinen Namen direkt auf die Wunde schreiben. Erinnerst du dich daran? Nein. Hast du in all deinen Jahren als Skater jemanden gesehen, der so mutig ist wie Crash? Kein, der jetzt nicht im Koma liegt. Was ich am allerbesten finde, ist, dass Crash durch seine vielen Verletzungen nur noch mutiger wird. Und dass er 4 Billardkugeln auf einmal im Mund haben kann. Ich liebe San Francisco. Jedes Mal, wenn ich hier bin, habe ich eine irre Zeit. Echt? Wie das? Hä? Was ist denn so lustig? Du bist lustig, Alter. Alter, in San Francisco skate ich am liebsten. Viele endgeile Hügel. Und die Leute machen mir immer Komplimente zu meinem Aussehen. Ja, San Francisco macht mich so ein bisschen nervös. Das letzte Mal habe ich aus Versehen einen Typen beim Football ins Krankenhaus geschickt. Wirklich? Das klingt doch gar nicht so schlimm. Naja, mach aus Versehen besser mit Absicht und aus Football besser Fest der Liebe und des Friedens und aus Krankenhaus solltest du besser auch Koma machen. Also, wie fühlst du dich dabei, gegen eine Legende wie Tony Hawk anzutreten? Warte mal, Tony Hawk ist ein Typ? Ich dachte, der wäre eine Firma oder sowas. Ihm gehört eine Firma. Warum sollte ich denn Angst haben? Weil er eine Firma hat? Das ist nichts, wovor man Angst hat. Oh, Rom! Die Strecke hat mich sowas von fertig gemacht. Hat das nicht jede Strecke? Jetzt wo du das sagst? Doch! Crash ist so ein Fake. Der Typ tut nur so, als ob er Schmerzen mag, weil er so ein mieser Skater ist. Woher weißt du das? Weil ich mit ihm auf der Highschool war. Er heißt in echt Gaylord und hat in der Fahrschule geheult, als wir den 7. Sinn angeguckt haben. Mist! Hier in Rom ist es schön. Alles toll und super chill. Ich kaufe mir hier eine Wohnung, wenn ich eine berühmte Sängerin bin. Sowas mit Blick auf das Wasser, weißt du? Ja, ein Ferienhaus hier würde mir auch gefallen. Tja, da musst du dir wohl was anderes einfallen lassen. Denn singen kannst du nicht. Was redest du da? Ich bin ein toller Sänger. Warte mal, hör mal. Gib dir das. Ha! Oh, krass. Jemand ruft mich an. Ich muss dir wohl ein anderes Mal beim Singen zuhören, okay? Rom. Endlich wissen mal die Leute, was Mode ist. Sobald ich ein Profiskater bin, ziehe ich hierher und baue ein Modeimperium auf, zerquetsche alle, die sich mir entgegenstellen und räche mich an allen. Oh, vielleicht habe ich zu viel verraten. Also ich habe gehört, du hattest viele verschiedene Jobs. Oh ja, viele Jobs und nie habe ich einen behalten. Pizzakurier, Biochemikerin, Postfrau, Marineausbilder, Ohrmodel. Ich war sogar mal ein Kostümcharakter in so einem Freizeitpark. Wow, ein Freizeitpark. Hey, was war mit diesem Job? Das willst du nicht wissen. So viel Blut. Mackenzie ist cool, tolle Skaterin, gut drauf und lässt sich von niemandem was sagen. Gefällt dir irgendetwas nicht an ihr?
Alter, was machst du da? Du willst was in die Welt setzen, wie? Sie wütend auf mich machen. Ja, vielleicht. Tja, ich sag nix. Sie ist cool. Ich bin für Mackenzie. Tony Hawk? Der soll sich bloß von mir fernhalten oder ich trete ihm in... Hoppla, warum bist du so sauer auf Tony Hawk? Was hat er dir getan? Warte, tut mir leid. Ich dachte, du wärst Tony Hawk. Nein. Tony Hawk ist der Profiskater, der dieses Event organisiert hat. Ah, der. Ja, er ist okay.